freue mich dort. Die meeste van jullie mij al kennen, wanneer ik dan wil je geloven dat je zei, beheer ik nu microfoon. Ik zie niet zo. Aber van jou is dat een beetje uitgekomen. So, ik freue mich, dat we hier van jou kennen een bijzondere dag vieren. We hebben als gemeente diacoon gewählt. En we hadden op meeting bereid, we willen ons van jou een beetje beschaffen met te wat zijn diacoon gaat. Te wat wij weer hebben diacoon. So, ik wil van jou kort, eenmaal een klein beetje Nieuwe Testament aanchecken. En diacoon. So, voor ons dit volk zijn diaconen zo wichtige mensen. Maar we hebben nog immer niet ganz genau uitgevonden, te wat we die hebben. En dat is goed, we een diacoon zijn een wichtig part van Jezus zijn gemeente. So, ik wil van jou 2 punten uitgeven, also de 2 wichtigste, vind ik. De eerste, waar we ons de Geschichte lezen in Apostelgeschichte kapitel 6, also dat eerste Mal, wat diacoon im Nieuwen Testament vandaag komt, is in Apostelgeschichte kapitel 6. We hebben dus in Apostelgeschichte 6 een Geschichte van diacoon Wel. Aber nicht bloß dort, dezelfde Tagsagung, zo die wilden doen. So, ik wil met jullie op Apostelgeschichte kapitel 6, van vers 1 bis 6 lezen. Dat zegt du, en die deel, als de Jünger mehr worden de griechische Juden ontevreden over de Hebräische, wils wird früher worden bij de dergelijke toedeling over zijn. Dan roepten de 12 Jünger, alle taub en zeiden, dat is niet recht dat we in Jaluten dat woord te predigen om aan de daschen te doen. Daarom, broeder, ziet man kunt 7 oprechte mannen, die vol jes en wijsheid zijn, die wie verantwoordelijk maken kunnen, dessen dienst te doen. Wie aber worden onhouden te beden en dat woord te predigen. Verslag gevallen alle, en zij wilden Stephanus, einer der voll Glauben in Heiligen Jesvier, Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon en Parameas, Nikolaus von Antiochia, die den Judenglauben angenommen hadden. Diese stellten zij de Apostel vor, die beten er an, leden an de hang ab, en dat Gottes woord verbreitet sich, en de Soul van de Jünger wordt in Jeruzalem immer groter, en du kwamen ook veel Priester zum Glauben. Het eerste ding wat we dan ons zullen vragen is, wat bedoelt de naam diacoon? Weet eerst wel. Oké, eentje wel zich wel te zijn. Goed. So, diacoon meint een diener. Op Spanisch wordt we dat even zeggen, servidor. Also, dat woord diacoon om für sich ist ein sehr einfaches Wort. Und vielleicht sollen wir uns da bloß mal lernen, Diener zu sein. Dann würden erstens mal Menschen nicht so Angst haben, für sich als Diakon wählen zu lassen. Und wir würden dann vielleicht anders an die Diakon nachdenken, wenn das bloß Diener sind. Zweite Ding, was uns des Tages lernen wird, ist, du wirst ein Bedürfnis. Und das hat nichts zu tun mit Predigen. Wir wollen, dass du wird frühes, und das wird frühes werden uitgelaten, beim der den Karf mit Marach bringt, und dass wir ein Trouble, und dann fehlten du Menschen, wer sich wohl am Kämmern, dass das getan wird. Dann wollen wir, dass die sehen, dass die sollen wem segnen, und du wollen wir Luther nachgehen, aber die Apostel, die sagen du so, dass im Vers 2, weil ich mitlesen, dort sagt du, dann rupten die 12 der Jünger alle taub und sehen. Dort ist nicht recht, dort wie unser Luten dort wird zu predigen, an die Daschen zu tun. Hier ist der Unterschied zwischen die, die predigen und die, die Diakon sind. Also, da meint er nicht, dass ein Diakon nicht beides tun, aber der Amt, oder die Verantwortung als Diakon hat am ersten Stelle nichts mit dem Lehrdienst zu tun. Das hat zu tun mit einer Necessität, also einem Bedürfnis von der Versammlung zu erfüllen. Das ist für mich von der noch ein bisschen nichts. Wir haben Vergangen, der denkt, so
Ja, die Diakonen sollen sich am Abendmahl kümmern, und das ist reich. Aber 2 Backjes backen und Weindrübenjuice mitbringen, dort hat nichts mit Lehrreins zu tun, das ist bloß ein Deins. Kranke Menschen besiegen, wo wir gewöhnlich einen Diakon lassen, und das ist reich. Kranke Menschen besiegen als ein Bedürfnis. Aber das ist bloß interessant, dass das Neue Testament allfort in der ersten Zweig einen großen Unterschied merkt zwischen Predigen und Dein. Im Sinne von einem Bedürfnis nehmen. Wir haben aber einen Text, wo uns dann das Diakon beschrift in verschiedenste Hinsichten haben. Wir wollen nun 1. Timotheus, Kapitel 3, Vers 8, bis 13 gehen. 1. Timotheus, Kapitel 3, von Vers 8, bis 13. Gut, wenn ihr angefangen sind, dann werden wir wieder schaffen. 1. Timotheus, Kapitel 3, und so fangen wir am Vers 8 an, wieder zu schaffen. Die Diakonen müssen dort mit ihr Judse Gott ernst nehmen. Also, da habt ihr Judse von der Ältesten geredet, nu redet von den Diakonen, und dann beschreibt er dort die Diakon, die Diener, als ein Amt. Wir wollen mich uthalten mit sagen, was ein Amt ist. Un puesto de trabajo, so gut. Das ist eine Verantwortung. Das ist eine Responsabilität. Also, wenn wir uns zurück Diakon wählen, dann geben wir den Amt, aber das hat nicht zu tun im Sinne von einer Staubhacher, da bleiben wir normale Menschen, die haben eine Verantwortung gekriegt. Und dort ist eine Verantwortung, die der soll ernst nehmen. Also, das meint, wir geben eine Verantwortung, und wer immer die Verantwortung nimmt, der nimmt die Verantwortung nicht gleichzeitig. Der sagt, oh, okay, wenn der Zweig mich vertraut, dass ich zu brauchen sie, zu mir um die Zweig ihre Bedürfnisse zu kümmern, dann wird er ernst nehmen. Dann wird mir ein groot opschalen, dann wird ich kijken, die fehlt dort, und die fehlt dort, und die fehlt dort, und dann wird ich mich mehr der Hand zu kriegen. Wir müssen aber ein Ding bewusst sein, dass das hat dann aber nicht zu tun mit alles allein tun. Das hat zu tun mit sich am Kümmern, die Dinge tun werden. Ich würde das Gleiche zu beschreiben, ein Amt, was ernst genommen wird, als ein Amt, was endlich bloß sich gekümmert wird. Wenn wir ein Bedürfnis sein in unserer Gemeinde, dann wollen wir Diakonen haben, was Bedürfnisse sein. Und dann nur am Kümmern, dass du was sich gekümmert wird. Dann habe ich hier eine Liste von den Dingen, die diese Menschen sollen auszeichnen. Und das wird dann nicht viel erklärt, ich werde die Beschreibung hier bloß einmal überlesen. Nicht mit doppelter Zunge reden, nicht Trinker sein und auch nicht unehrliche Geschäften treiben. Sie sollen sich mit einem reinen Gewissen und der Wahrheit holen, der an durch den Glauben offenbart ist. Und lut an erst ab der Probe gestellt worden, wenn sie die Probe bestehen, dann lut an dein. Frühes müssen dort auch ernst nehmen und nicht ein bei sich geplüder haben. Sie sollen sich beherrschen können und an alles treu sein. Die Diakonen sollen auch mal eine Früh haben und ihre Kinder und ihr Haushalt gut verstehen. Wils die Diakon, die durch Gott dienen, waren Gott zu Stunden kommen und getrost mit ihrem Glauben an Christus Jesus mang die Menschen kommen können. Du habe dann eine Strieb Dinge, die nicht eine Erklärung brauchen, die kann wir alle gut verstehen. Ein von den Dingen, was mich hier aber auffällig ist die Vers 12 sagt, die Diakonen sollen noch mal eine Früh haben, und ihre Kinder und ihren Haushalt gut verstehen. Wieso würde das wichtig sein für einen Diakon? Für mich, das ist eine sehr einfache Antwort. Wenn wir unsere Gemeinde anchecken aus einer Familie, dann sollen wir Diakon wählen, was
an ihr kleines Familienleben vorbildlich sind, dort, wenn die sich um ihre Kinder kümmern, wenn die krank sind, wenn die sich um ihre Kinder kümmern, wenn die was fehlt, wenn die sich um all diese wirkliche Neidigkeiten kümmern, dort gibt uns ein großes Vertrauen, dort, wenn irgendwem von unserer großen Familie ein Bedürfnis hat, dann werden die Diakon all aus sich selbst sagen, oh, hier müssen wir uns am kümmern. So, wenn wir das Wort einmal taub fühlen, dann wollen wir das so sein. Diakonen sind Diener. Diakonen sind aber nicht Diener, die sich selbst anstellen. Diakonen sind Diener, die von der Versammlung aus gewählt werden, eine Verantwortung zu erfüllen. Diese Verantwortung ist sehr gut entnehmen zu können vom Lehrdienst. Also, ein Diakon wird nicht angestellt, um Botschaften zu bringen oder Bibelstunden aufzuholen. Ein Diakon wird angestellt, in alle Fälle, was wir im Neuen Testament finden, ist dort die einzige Verantwortung, die morgen früh beides kriegen von der Gemeinde. Also, dort gibt nicht Pastores, dort gibt nicht Predigers im Neuen Testament, aber dort gibt Diakonches. So, Philippa, Kapitel 1, Vers 1 und 2, da sagt dort La Diakonissa. Dort sind Denk, was wir sollen machen, also das Dienstport ist morgen und früh beides. Dort ist ganz anders als bei einem Prediger. Eine Prediger früh ist dem Prediger seine früh, das ist nicht eine Predigersche. Ein Diakon seine früh ist aber eine Diakonsche. Ich weiß nicht, wovon wird ich, du sollst plötzlich haben, das ist eine Diakonissa auf Spanisch. Diese zwei, morgen und früh taub, haben dann eine Verantwortung, sich um die Bedürfnisse von der Versammlung zu kümmern. Dort wird ich genannt, an all diese verschiedenste Dinge, die so für nachkommen. Der andere Zweig sind Diakonen früher, dort weiß ich nicht mehr aufpassen, was ich sage. Ich glaube, das ist eine Share Lady, die der Baby Showers anstellt, aber dort wird so ein Ding sein, was Diakonen werden können. Eten lässt, für kranke Menschen besiegen, all solche Dinge, die passen an diese Verantwortung nehmen. Aber wir können das auch so weit nehmen, dass wenn irgendwer von uns auf einmal bankrott geht, in unserer Wirtschaft bloß nicht mehr hat, dann würden Diakonen ihre Verantwortung anpassen, Haupt unterbeiden und sein durchzukommen. Wenn wir das annehmen, ich stelle mir mal so vor, dass Hendrik Hieberts hat all gescheit gehört, was alles dann nur auf den Tod kam. Zwei Dinge. Sie testen, sodass wenn wir hier sein, dass wir dann endlich aufjanzig sein im Golden sein. Wir wollen nur jeden checken, dann wollen wir sagen, wow, diese Lied, die sind vorbildlich. Ich war bloß das dort auffuhren, wenn das was Timotheus Brief sagt. Lebt ein Leben, sodass wenn wir als Versammlung sagen, Hendrik Hiebert sind unsere Diakonen, dort soll uns Mut stark sein von uns Leben. Und wir freuen uns so toll. Und Punkt Nummer 2. Kümmert uns um unsere Versammlung, so hier und um die Kinder kümmern, dann sagen wir alle okay. Das ist alles, was von uns verlangt ist. Wenn ihr da handkriegt, dann sagen wir alle gut, wie ich das sage, dann ist nur uns alle abgepasst worden, und dort sie sind, und wir freuen uns, zu mit ihnen taub am Himmelreich teil sein. So, kleiner Peter ist weggefahren, und der große Ubrum ist nicht hier. Ich war die Frauen, als die will hinabkommen mit ihnen taub, mit Hendrik und Maria, kommt hinab, wir wollen mit ihnen taub beten, und ihnen sehen, als die Arbeit, was sie wollen anfangen, oder den Dienst, was sie wollen mit uns taub anfangen. Ich würde die Versammlung fragen, wenn sie will, steht ab, und dann wollen wir alle taub beten. So gut, wir werden taub beten. Vater im Himmel, wir danken dir für Hendrik und für Maria. Wir danken dir, dass sie Port sind von unserer Gemeinde. Wir seien dir so dankbar, dass sie vorbildlich leben für uns und dass wir in Ernte gut sein, Diakon zu sein. Wir beten, dass ihr ein Waschen Verlangen geben, ihr persönliches Christenleben
te leven, zodat die dat gefällt en dat het voorbeeldelijk is voor onze omgeving. En we bidden ook dat ze zich worden om ons als gemeente klammeren, zo zij zich om ihre ene familie klammeren. Mocht daar eind zenen kan, veel vrede schenken, troost schenken en opbouwing schenken, waar immer zij dienst doen. We bidden dat u mocht verherrlicht worden daar eind en dat dien rek mocht gebeurd worden. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Groter Gott, wir danken dir ganz besonders für Hendrik und Maria. Gott, wir danken dir, dass die bei uns sind, dienen deiner zu sind. Und halt, wir wollen dir nu besonders den Segen auf ihren beten, dass du ihnen wirklich Verlangen geben, mehr Menschen zu dienen, dass wir die Botschaft hören. Herr, ich will ganz besonders halb anzuhalten, in unserer Stellung zu sein, zu End. Wenn End von unserer Stellung fehlt, und Herr, ich will ganz besonders halb uns en ja, van zijn verlangen top te schaffen als een team. En we vragen dus verdiend zijn voor eind en zijn ons ook weer. Amen. Welkom. Diakon. Ik kan plaats nemen. Ik wil dat zeggen, die waren leiner weer, maar nu diakon. Dat stimmt toch, niet? Nu zijn niet meer. Von nu an wieder sind die Leute unsere Jugendlehrer. Und Hendrik und Maria sind dann nu die Diakon an, was sein, an der steht. So, wenn wer nicht näher weit, wer Diakon ist, Hendrik und Maria und Ubram Giesbreis sind dann von nu an wieder unsere Diakon. Die werden sich hoffentlich um uns kümmern, wenn das fehlt. Dankeschön für Upsend dafür, für die Verantwortung nehmen. Mag Gott Ihnen segnen dafür. Und wenn auf einmal je nog maar te spazieren fehlt, wat doen Diakon alles, dan bloß zijn er nog meer doen met spazieren. So, we zijn zum Ende gekommen von ons Gottesdienst. Ik wil met jullie top een zegen beten en dan zijn we ontloten. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Gottesdienst. Wir danken dir für die Dinge, wo du manch uns das. Wir beten, dass wir von hier gehen in ons Christenleben ernst nehmen, wenn das ist eine ernste Sache. Wir beten, dass du uns was lehren, uns zu freuen und zu lernen, dass du was strecken und während wir lernen, dass wir Menschen anladen, auch Port zu sein vom Himmelreich. Dort beten wir in Jesus' Namen. Amen. Sehr gut, sehr entloten.